alles rollt. Alles rollt ma pull. Jo. Die Back. Hello, my Ça va? friend. Gut, aber dir? Mega gut. Die war gut nach Jo gefahren. Ja, geht. Also, wie gesagt, gemütlich, mit geht. Ja. Also. Geht. Ja, wir hatten das Jahr am Anfang noch nicht gesehen, dass ich das mal zur Summe kommen, nur für den Podcast natürlich. Das heißt, von meiner Seite alles gut natürlich am neuen Jahr. Wir sind ein bisschen spät, aber voilà. Auch noch draußen, Leute alles Gute. Ja, alles gut am neuen Jahr. Es war ein ganz relaxen Übergang von einem Jahr auf der anderen. Dass nicht viel geschieht, außer natürlich, dass wir an einer geopolitischen Krise sind. Ja. Ausgelegt durch kein anderer wie also ein guter Kollege, den Donald J. Trump, Mann. Natürlich muss man, wir können nicht ernst wie, wir müssen drüber schwätzen, was lebt am Moment auf der Welt und was lebt mit den USA. Nee, war witzig, ja, wie gesagt, wir waren, ja, ich schon, aber ja, na Jahr, proper gefeiert, aber was hier mal zu dich drauf, zack, USA attackieren Venezuela. Boah, attackieren als ein großes Wort. Wir sind einfach der Präsident gecaptured. An der Hauptstadt, wie war nicht schwer. Also das war wie an einem Film. Also das verreckt, dass das ja, fängt mit der June an, zack, und den Präsident gecaptured. Also, Showdown zu Caracas. Richtig, viele Sachen schon richtig erwähnt. Also tatsächlich war Mint ugedeiht. Tatsächlich war Mint ugedeiht, wenn man ein bisschen zurückgeht. Der Regime gab sowieso schon 2021, meine ich, schon ein Arrêté rausgestellt von den USA gegen Maduro. Oder wo sogar schon 2020 kannst du gut noch sehen, dass den Trump, das von Trump selber, pardon, den 2020 noch selber gemacht hat, ihren rausgegangen ist, an den beiden überholt hat, wo für Trafik de Droge Warrant für ihn ausgestellt gibt, das auf amerikanischem Droit. In einer Bounty von 50 Millionen, ne? Voilà, also mach du mal, was du willst. Du hast schon den ersten Punkt, okay, du hast überhaupt recht, das auszustellen, ob hier okay, ja, aber dann kannst du einfach so festhalten, wahrscheinlich schnell. Und das ist ja auch nie etwas geschieht wie den Biden oder wo. Nee, also, das ist einfach nur weitergelaufen. Das ist ganz normal. Und Trump ist ja dann das Jahr, also das Jahr zurückgekommen. Und ganz schnell, dass du noch klar gehen, okay, sie wollen auch ein bisschen mehr militärische Aktionen gehen, so gegen Venezuela selber. Und unter dem Prätext für gegen Droge zu gehen, sie haben dann Boote angegriffen gehen, monatelang, wo sie die einfach Patronen, entweder sehr tun oder gar immer wirklich bombardiert tun. Und immer nach dem Prätext, dass sie Drogenboote sind. Ja, aber hier so die immer, weil Trump so die immer, sie bringen alle Drogen von Venezuela an Amerika. Und hier so die nach da gehen, und wir so nachher attackieren wir all die Schiffe mal. Und so okay, ja, für hier, ob die Schiffe sind Drogen, die dann an das Land kommen, verbreiten, werden gut als die Population. Der Techniker National Security hat gesagt, hey, wir sind gegen Drogen, wir wollen das nicht. Und dafür war das ein Grund, wie es ist, ja, wir wollen das bekämpfen. Und dafür all die Boote dann attackieren oder saisieren oder was auch immer. Sind das dann alles Drogenboote? Aber für den Trump ja anscheinend. Also, ist schon nicht für den Trump, ist so ein nee, also offiziell. Die mich war jemand urlich, also mal Petrol. Und ja, für vielen war das ein Prätext, wie man zu sagen, für war eigentlich ein Prätext zu sagen, hey, das sind Drogen. Ich meine sogar, wenn man Petrol war, ich meine, war noch Puffer gesagt, dass Petrol missieren sie, weil sie am Embargo hatten. Sie hatte Sanktionen gegen das Land, genau. Dafür haben sie gesagt, hey, die können wir auch saisieren. Dafür also. Und auf was tun die Sanktionen basiert? Keine Ahnung, ob Spekulationen vielleicht, ich weiß nicht. Also, da muss ein Trump fahren. Also. Der ist auch illegitim Sanktionen gegen das Land. Hin und seinen Grund vielleicht schon drin, aber bon. Ich meine, hier wisst mehr wie mir. Aber ja, also, von so muss so global ist, dass ich als gesagt habe, Embargo, ob die Schiffe anzünden bei Drogenprätexte, das heißt. Also, mir ist immer klar, dass es so der Prätext ist, dass du überall, dass für gegen die Vitaminkrise an den USA zu kämpfen. Und gehen ja auch Grafen, wo du schon gesagt hast, ja, guck, wie krass der Trickgänger ist, seit dem Trump an Office ist. Du weißt, viel von den Grafen sind gefälscht an verschiedener Liste gesagt, also schon 2024, wo du fängst, darauf zu gehen, wo am Anfang Mai du mal dazu dienen hört, nicht mal Trump und die Schiffer, mir einfach, dass die Grenze zu Mexiko viel mehr sekurisiert ging als und dann am Anfang die meisten Drogen am Anfang rankommen, die kommen natürlich die Schiffer von Venezuela ran. Natürlich. An Asian sind ja doch keine Vitamindrogen, das sind mehr normal Kokain-Drogen.
an die meist von Venezuela gehen auch nicht an die USA, die kommen an Europa. Das heißt, am Anfang voilà, so Prätext für mehr ökonomisch gehen zu viel zu gehen. Weil für allem muss ich wissen, dass Venezuela mit die größten Ölreserven hat auf der Welt. Das ist die größte. Venezuela ist die größte Ölreserve auf der Welt. Die größte. Und das auch nicht gibt nämlich Unterschiede auch am Ölisch. Weil du hast am Anfang auch viel, aber das sind Ölisch, die sie nicht weiterverwenden können für die Industrie, die sie haben. Muss ich noch denken, natürlich, ich kann auch nicht so genau die Natur vom Ölisch ist, aber den Ölisch stehst du auf Venezuela 5, den musst du nicht so viel weiter verschaffen, für das direkt kann benutzt gehen. Natürlich, das ist extrem wichtig für natürlich das Funktionament von der amerikanischen Societät. Also für da denkt zu gehen, ich habe geguckt, dass sie haben eine Reserve von 303 Billionen Barrels. Weißt du, wie viel E-Barrels ein Liter? Nee. Das sind 159 Liter. Das ist die Reserve sind 41.177 Milliarden Liter Crude Oil haben sie als Reserve. Kannst du mal einen Preis drauf gehen? Nee, da kannst du nicht geben. Preis ist ja anscheinend so an Blut gegangen, weil seitdem der Trump drauf gekommen ist, weil ich will das ein bisschen kontrollieren und ein bisschen kontrollieren, wo die Öl geht, weil das war ja auch von den Problemen, also von den Hauptgründen, dass die dann auch auf Venezuela kommen, was ich schon gesagt habe, als Ölkontrolle. Also ich würde das bisschen, der ganze Petrol ein bisschen kontrollieren. Weil wie gesagt, dass wir die größte Reserve von Öl ist. Und das Problem war mit Venezuela, die Exportationen, also von Vergleich war 1990, ich hatte gesehen, 1990 hatten sie 3,7 Millionen Barrels den Tag, also transformiert oder exportiert und so weiter. Also 2024 war zwischen 0,9 und 1,1 Millionen Barrel am Tag. Was der Grund daran ist einfach, dass die Infrastruktur nicht gemacht haben, also sie haben nicht investiert, sie sind einfach so ganz normal so gut los und so weiter. Und das war auch von den Gründen von Trump, wo gesagt hat, okay, wir müssen Öl schon ein bisschen ins Spiel bringen. Und dann ja, du führt noch ein Prätext auch, also dann. Also es gibt eine pure Gründe, du musst natürlich denken, ja, an den 90er Jahren, wo viel mehr Business mit Öl gemacht ging, wo noch viel mehr amerikanische Firmen, die überhaupt den Zugriff auf Öl hatten. Weil das geschieht 1999, als den Hugo Chavez gewählt gibt. Ja. Und Hugo Chavez, den Demos gesagt hat, will das verstaatlichen, dass es für alle auch der Leute soll so gut kommen. Und man hat die Doktrin weitergeführt. Ich denke, klar, Investitionen haben nur gefehlt. Und das ist schwer, ein klar ökonomisches Argument für sie zu machen, für so, dass die Leute besser gehen. Das definitiv nicht. Ja. Für allem also den amerikanische Firma nicht besser gegangen. Für das hier die Hand soll gewonnen an auch dass der Maduro am Gang wo mit China zu verhandeln wo ja auch chinesisch Diplomat den 2. Januar selber an Trump wollte einfach nicht dass du China das auch den eng Portentrée einfach hört op dem Marché klar dass hier dat will Monopol für sich schon an voilà. Es geht Wellch, es geht Influence und geht einfach darum zu gucken, dass in sein Territoire oder sein Influenzraum weiter verteidigt. Diese Schlung natürlich muss stellen als legal. Ja, das für die ganz internationalen Fordern eben ja, was der Trump gemacht hat, kann das machen, darf das machen, nicht gemacht, das ist springen. Also nur das mal einfach gemacht. So, gemacht. Das ist klar. Mir froh, dass wir da genau internationale Level hatten, das Kind machen, ohne vielleicht Autorisation, weil hin hat ja keine Autorisation, hier hat einfach von einem anderen dezidiert. Hat noch immer sein Warrant, den englischen, den amerikanischen, den hier selber ausgestattet gerichtet werden, ob Narkotrafik. Man kann einfach so ein Land gehen, also ein Heilaufstar. Aber das ist froh. Das ist froh, weil. Das ist am Anfang schon geantwortet. Ja, nee. Genau. Ja, von nicht. Also laut. Juristisch, international Droit, Völkerrecht. Nee, die dürfen das nicht machen. Die dürfen nicht machen. Du kannst auch nicht mal im Argument kommen, Wahlen, wo wer legitimen Präsident vom Land, weil Wahlen truquiert wurden oder so. Das geht eigentlich ziemlich viel an. Voilà, da geht da viel an, wann der wirklich der Fall ist, kann ja sein, da musst du das probieren, da muss das den ICC oder irgendein muss das beweisen an einen offiziellen internationalen Warrant ausstellen, wo stimmt Loch nicht viel. Das heißt, rein juristisch
dürfen nicht machen. Ja, like international law dürfen das nicht machen und dass du wo bist die ganze Problematik dann hier könnt weil wo geht das lo weiter also das froh als stelle das hin und her gemacht schon gut also schon mal gesehen also über 100 Leute gestorben also von Amerikanern ist okay gestorben die verletzt haben aber okay gestorben so sie noch do eng Delta Force geschickt ja, ich mein, top von den Top Leute Special Forces anscheinend Main lang der trainiert also den Extraction Group anscheinend Main lang trainiert so wusste genau wo sie vorausgehen sind natürlich ganze Blackout gemacht das heißt venezuelische Truppen hun nicht gesehen was nicht wirklich statt könnt an dat wo auch ganz schnell ja, war effikaz Stunden hat die ganze Operation durchgezogen hier as eng Fra ja also Maduro forward an daneben op New York geliefert ja. Am PD am Prisung sitze also de Prisung so krass Inmates am moment das kannst kein zählen. Nee, das ja also voilà, also Operation mais froh ja also nee, froh bleibt froh also froh schon mal also legal oder nicht nee das nicht legal, das nicht legal. Ja, das beantwortet die zweite froh aus wo steht international Recht überhaupt noch war das läuft froh weil schon Angst ich nicht gemacht das gegangen wo wieso sie ja keine Konsequenzen ob USA das ich nicht gemacht schön gut sind du verklot wat geschieht also keine Ahnung was geschehen wat Menge Diana Länder zum Beispiel Russland oder China oder all die anderen Länder okay so gesot so gesinn auch nicht gemacht keine Konsequenzen guck man der vielleicht ne also pur Blackwinkeln du darüber wann du nimme vom also für wen aus international Rechtempfang mega wichtig normalerweise also am Fong net viel Südverein am Fong für Südverein den net even in den ganz großen ass das heißt für allem as het wichtig europäisch Länder ja von allem Standpunkt an für mich kleinen Nationen weil mir rapport zu USA ja, Russland ja. China net Lei tun an noch net Militärkapazitäten ja, hun China bisschen diskutieren man Russland an die führen allem USA man zu machen der Tisch als Europäer hoffst am du hängst du von der of dass an den USA Russland an China Leute sitzen und der Murcht die genauso vom internationale Recht überzecht wie du selber das was der ausgeliefert so du immer an der Situation dass wie nach Russland nach USA Wegstru leben sind man Russland das ist schon Ukraine war ja, genau. Also das fertig man China muss mehr oppassen weil viel Militärinterventionen hun nicht gemacht das heißt, sie sind nach am meest von denen wo kind Argument am meeste so dass nach méi internationale Recht festhalle wie die anderen zwei weil USA sowieso wann die der ganz 20 Jahrhundert guckst hat all den Interventionen die sie gemacht und kannst direkt vergessen auch Libyen ja, Irak Syrien vergisst also sind überall in ervaniert der Tisch umfang die sind schon genug kupabel überhaupt der Tisch de Problem ist wirklich wo as lo nach der Argumentation fir ze so wann schlift du der nicht mache weil ja genau also den Argument Russland kannst du gar nicht so ja genau zu Putin so cool an kommt gehtreck an dann nee das voilà. Dat Argument ist komplett raus der Tisch du bringst du schon eng missliche Situation fir nimme nach de pouvoir vum Stärkeren hust du nach fir zu negociieren fir gucken ob steht aber nach ersten wat Putin mcht aber Trump gemauert das net das Trump gesot huet Venezuela geht mir lo ist das net nach also hier ist Putin net das Ukraine him geheiert ja mir möchte alles dat soll geschehen ist also hier net Präsenz du hin Armee du so krisch also wie gesagt wirklich krisch schmengen wann Venezuela die okay krisch also hin dat gemacht ja, okay. Haus also net fertig mehr kommen lo mit das Kind aktive krisch du weißt das net das auch nimmen weil du sagt militärisch Möglichkeiten hört so etwas zu machen von den Putin gesagt, Putin an kalkuliert einfach wie wann hier Possibilität gehabt hat so ein Special Force ranzuschicken für den Zelensky rauszuholen hatten das gemacht bisschen überzecht nicht Kapazität du einfach abusiert militär pouvoir ja bon.
sie gehen allein mehr für ihr Militär aus die next 10 Länder zu summen Nein, das war. just wie zu so dass die komplett verrückt sind das heißt, sie können so Szenen machen sorry ich meine das auch noch ein Unterschied zwischen Venezuela und Ukraine mir gesehen Ukrainer sie viel mich stark wie es davon gemerkt ist Ja, das stimmt doch. voilà. Also sollst nicht erschätzen Nee, so die Schöne, so die nicht schätzen. voilà. Ich meine, der Putin hat das doch gemacht wann Möglichkeit gehabt hat mir nur zu just nicht du fährst also ein bisschen mir ein Oldschool Krieg Oldschool. das ist mehr Oldschool Ja, das sind leider. also du hast die Attacke mit den Drohnen mittlerweile die wo ein mega dumm 5 Mil Drohnen kriegst du auf die Rakete für 50 Mil kriegst du mittlerweile Footing gemacht das heißt, Ja, stimmt. du hast schon eine Asymmetrie schon allein am Warfare mehr allgemein du hast ja noch Schützengräbe mittlerweile also das ist ja viel mehr Ja, das allmodisch noch wie ist, ja. wie du einfach mal deine mal ich weiß nicht wie viel Black Ops du ranzuführen und einfach ihn zu kidnappen mir dann einfach dat wo stimme an wie können wir komm einfach zurück ob Rule of the Jungle die stärksten décidéiert wo man hingehen Ja, nee, ich meine, was an weil das dann no den an de Fedel die man hunn sech awer nach an das dat können man loch beschwatze weil das NATO awer ich mein mir NATO awer die als jo indirekt soll beschützen wird awer Amerikaner jo wie lange gëtt die NATO noch das wird voll das wird wieso ja nee weil sech haben mir immer geschützt an der NATO also mir van in als attackiert dann attackieren sie alle Memberen aber das immer alle eng Artikel 5 genau Artikel 5 das wir den Hauptartikel die frequent am muss als Amerikaner aber jo die de gräste Kontributeur sinn an der NATO largement vu weitem an dofir auch Trump gesot Teil ausstadt ab bis 2030 muss se 5% vom PIB muss an Defense go so weiter all Land mcht lo weil ja sie weil man Ukraine geschie hast man Russland geschie hast an schmet gut für Eis stimmt ja auch ich mein Brandsicherheit die muss aber weisen dass man die Kapazitäten hunn Amerika wann weil die muss halt machen ja indirekt muss man da machen weil die sind die Hauptakteure wir sind dependant von denen mit das ist das Problem ja mit stimmt lo weil vor als Orlo van USA also Venezuela sie sind in der NATO also dafür man noch den Anzug an Grönland eben was geschieht das Menge froh zu der NATO das dann eben froh weil wann hin dat mcht das noch kein Paradox davon weil Grönland als NATO USA NATO Europas NATO mir wann hin lohn Grönland nicht attackieren mit militärisch vielleicht überfallen also so viel Sachen an nur gefangen hat mir brauche Grönland dat steht nach immer an se TV am von en Deal mache für zu kreen für dann wieder zu kaufen genau. Oder van dat net klappt dann war net militärisch für ja wie das vor dich mal stellen als all die Länder sie an der NATO von Amerika Grönland überfüllt also überfallen will an capture will was geschieht dann sich das froh sie mal dann all Amerikaner oder also et gëtt ganz einfache weh an hat gemengt sie gefen net direkt machen dats den Trump am Gros ukënnech de geft Orago en Grenner ge hinne geheieren an dat geft dann so unoffiziell gemacht in der Techt du musst du stationär einfach komplett viel Troops du hinner fir sie kreen der Kontrolle och iwwer Ressourcen die du sinn dat net wert geschehen wat kind amerikanische Fdel du henken okay, du se einfach mir sind do mir kontrolieren alles das noch immer der Grünland Fdel den einfach du hängt respektiv Dänemark dat nach ja, so, ja. offiziell me kontrolliert gëtt vun Amerika an Gemeinde vu dat den offizielle we wie ge machen weil dat ging wahrscheinlich Europäer auch arrangieren weil da muss kein Statements machen sie muss so net gegen Amerika viren ja, ja. Bon Face verleieren Niveau von der Welt bis nie konkret zu Apps geäußert was den oder den anderen mischt wir sind im Moment ohne Rückgrat laufen also wieso anderen gemerkt so laufen schön aber lo gesinn dass Konsortium vu Länder Truppen du hinschickt dat heißt, Norwegen Schweden Deutschland Frankreich Dänemark du hin Deutschland sogar also wo schockiert sind gelernt 13 Leute ja. Also so. Ja, 13 werden auch nicht
die werden die Welle von Amerikaner nicht kommen was Werte kommen wann Amerika tatsächlich also das wäre verreckt was für wirklich Militäraktionen gegen Grönland nachher für die wirklich zu wollen da wird NATO fertig da wäre fertig die Pakt mit Vorlo wieso will du ab Grönland weil offiziell will sie Grönland für National Security Reasons will sie Angst tun dass Grönland sie behaupten dass Grönland gave independent gehen am 21. Jahrhundert für sich von Dänemark los werden und dass dann entweder Russland oder China sich geben du implantieren so wie China hat man Venezuela probiert hat dass sie du hinkommen ich will nicht so dass es dann russisch Territoire gibt mehr oder chinesisch Territoire mir dass sie du hier Interessen verbreden das will er vermeiden und dafür sind einfach zu USA Abflussraum kreieren ja genau aber auch weil hier ich wollte sein Golden Dome domain an so sein Golden Dome muss Grönland bei hin geheieren für dann die ganze Zeit zu hun an das auch weil ganz wichtig ist dass man da man Klimawandel an alles sind dat in Routes also Trade Routes Kilo iwwer Grönland so weiter an das auch dat ganz wichtig dass hier du sagt dass dat dafür se schon ja an du auch ein ganz starke Militärbasis du ich mein, ich hat nur geschrieben dass den oh mein Gott Pitufik Space Base hecht kannst wiederholen Pitufik hecht Pitufik Space Base an das ein Bas eng Militärbas wo dann was einfach die ganzen nördliche Hemisphäre kannst bisschen kontrollieren an das ganz wichtig für die USA an auch für NATO weil da können sie eben gucken wo die russische Submarines sind und so weiter das ist ein ganz dafür das ein Power Position strategisch das ein Power Position von der US an das du ich auch du von Trump sieht hey, brauchen die für National Security und noch vielleicht indirekt so das gut für NATO waren von USA indirekt da tun weil da können sie so in der Stadt mühen all die strategisch Punkte ja, nicht strategisch für Reiz an der Natur dran auch dran ich weiß, mir das die Ironie von der so Stadt das gut man da keine Angst zu bisschen alles wie sie durch das gut weißt du, das ist kein Paradox weißt du weil du der größte Problem hun wann hier seht kein für mir 100 ja sie 100 aber sie kein Bock mehr hun husiert mir 100 nicht da war der Bock mir zu verteidigen wo ich überzeugt bin dass du sowieso kein Bock hat Europa zu verteidigen das ist fertig ich meine sie gehört NATO sowieso mir viel von unseren Politiker vor allem die Boomer-Politiker schaffen da immer auf der Basis am an dass sie mengen dass der Westen die Läsion zwischen USA an Europa noch immer besteht schmengen die aus fort schwngen die gëtt net méi die as net mir so wie se wo dat ja, okay, net so wie se wo an sorrywe an ich verstehe net wie dat net gemacht gët en europäesch Selbstverständnis opbauen fehlt komplett mir henken einfach oder nur run ja egal wat ze machen lauf man no weder ich kondamnéiert all ekonomisch Trades man immer op segem Turf militärisch hängt man auch komplett hin ja, das Powerhouse also das viel zu lange davon profitiert ja mit dafür gefangen Defense also mich verspannt mega mit dem Budget mehr als Budget erhecht ja. Defense weiter wo geht die Budget hin wo bei wem kaufen wir ja okay das ist normal wo source kaufen die Bau ja bis du dat op Platz gesagt ist ja, fängst du nun ja weil du zu spät ist nee, ist nicht zu spät dann ist man schon ganz echt ob manst ja Kuchterm okay geh noch bei sie mach es du gi mal 700 Milliarden aus ja. wat du so op segem schottischen Golfplatz ausgedealt huet peinlichen Deal vu 4 bis 100 für uns zu fenken du kannst 700 Milliarden an nächste Jahren ja, an Amerika aus ja mit das auch so mit Leben auch nicht komm das dann die Negociation die Shit, man. Das sind die Negociation die man hun dass man so okay ja, schick, ja natürlich mit der immer so wir sind Amerika Powerhouse falls sie so aber wie wir an die nächsten 20 weiter das du weißt dass Russland Ukraine gold ich mein, du hast keine sie kann alle Länder da mal noch machen wir sind so no drin an die brauchen USA so also Haut bra Haut eventuell die nächsten Jahr
von 11 Jahren. Nee, wir müssen a Land her muss mir als aufkoppeln von hinnen. Ja, das stimmt auch. Das, die sind kein guten Partner mehr. Wer gesund für alles hätte man als Asian Dingens. Ich meine, sie sind aber auch gut. Ich meine, man Obama und so. Ja, okay. Biden. Wie oft könnt ihr so nach bis 4? Ja, mir so, du Hast du schon mal bisschen an die Gesellschaft drauf geguckt, wie sie steht developiert? Du könnt nicht mehr Gutes. Wissen wir nicht. Oder nicht mehr viel, aber alle Fall. Das ist kein Guck das doch. Ja, mir das ist nie. Wir brauchen viel mehr eine independente Politik in Europa selber. Das ist so. Wir sind in Amerika. Wir sind der Spielball zwischen Russland und Amerika die ganze Zeit. Wir sind auch perfekt dazwischen. Ja, verstehst du? Dafür müsste eine starke europäische Identität gehen, noch Selbstverständnis einfach. Nee, ich weiß, mir das hat nicht geschehen, auch nicht. Das wird Jahre dauern. Sie sehen ja auch die ganze Zeit im Gang Europa als nächste Treiber. Guck, allein schon Brexit, wo für die USA mega gut. Allein los schon, wird Musk mit X möchte oder mit all den Unterstützungen, die für jetzt Parteien hat. Das sind alles Parteien, die von Europa wollen ablesen. Respektive Europa will schwächen. Und du willst mir so sagen, dass du immer in Europa lebst. Während du so Leute hast, die Europäer selbstverständlich in der Gruppe probieren nicht aktiv also nicht zu treiben. Ja, das stimmt. Und das ist zu mir brauchen sie. Problem ist, wie die Situation haut zu das aus. Mal da sind wir ein bisschen... Ja, wenn wir alles verschlafen. Ja, genau das, wir verschlafen ein bisschen. Europa hat gemeint, es geht ewig gut gehen. Wir ewig nicht NATO als Fair Share bezahlt für die France. Die so konnte man gut benutzen für als Welfare-States zu unterstützen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Ja. Wen hat gedacht, dass wir noch so dumm sind an der Krieg haben und so weiter. Die Mali das auch zu sagen. Also wir sind... Das ist auch schön, aber dann dazu so, Mali, also... Los die Leute leben an hier sagen. Weißt du, das war auch schön von dem Moment, weißt du. Wieso muss man für die Fonds tun, als ganz weiter? Können wir einfach in Harmonie leben? Oh ja, natürlich. Was du Kumbaya sagen, dann denke ich auch unter ich weiß, das bisschen... Das ist eine Utopie vielleicht. Das wird niemals kommen. Also ich plädiere natürlich. Dafür brauchst du International Law an Diplomatie für so Sachen. Weil Südkorea International Law ist scheißegal, dann ja, da brauchst du Abrüstung. Ja, mir das selber ich mal so als du hast, ja. Wir Menschen, wir sind nicht die allerhelligsten. Also das wieso, das scheint von euch schon so Sachen sind infini, das Universum und damit von den Menschen. Das so, also ja. Und dafür verstehe ich nicht, für war also den ICC so mittlerweile in der Gruppe geht, wirst du einfach gut kein auch du an. Kannst du so machen? So, weil das für International Law. Ja, kann man so mal am Brede sind, ja. Also das Problem war bei denen, weil ich schon verstanden ist, weil hin Venezuela ja indirekt attackiert. Indirekt? Direkt attackiert. Direkt attackiert. Was 100 keine Ahnung. Direkt attackiert. Aber ja, du hast nicht keine Reaktion bekommen, ne? Also, den Security Council so. Ja, aber du brauchst ja anscheinend die Autorisation von hinten, wenn du selbst musst, ne? Das ist, dass du nicht kommst von Hand rund. Das ist, dass du bis ja auch dann, wird das ja aber dann, ab dem Moment. Am Anfang sind sie da für Konflikte an der Welt zu verhindern oder zu regulieren. Bravo. Ja. Well du hast weder einen Akkord von hinten, du hast weder Akkord vom Kongress. Weil am Anfang auch noch gegen amerikanisch Droit geht. Muss man gar nicht international sowieso nicht drüber leben. Allein hier trägst du sie auch nicht befolgt. Bon, da geht gesagt, das Krieg. Okay, ja, bon. Aber dann der Tisch. Für sie hast du sowieso, für die USA sind ja nicht was Neues, sind das schon ewig gemacht. Auch an ihrer Hemisphäre, also das ja demos nach der Monroe Doctrine. Für die ganz schnell zu erklären, dass am Anfang just, das war Präsident Monroe, die Idee ausgeschafft hat, dass am Anfang Demonstrums gang, dass aus Südamerika keine weitere europäische Kolonie sollen nicht stehen. War schon lange, also 1500. Und dass du den Abflussraum soll zurückgehen, dass das Amerika soll mehr kontrollieren und dafür gibt Amerika an Europa nicht so viel kontrollieren oder nicht viel Abfluss wollen. Bon.
Kenwegstrugal an lo nennt Donald Trump eben eng Donroe-Doktrin Marketing mega gut sinn. Vonselwicht an sind schon ewig gemacht, hatten der Chile gemacht, hatten an Argentinien gemacht, sie hatten net auch Panama schon gemacht enger Nacht am Dezember, wo auch de Kanalsre gehol hun an Lo nachkehr lo auch soll der China haniw goen oder do China Aufloss soll geholen an probiert sie auch zu rudern. Sie intervenieren immer do wo Tine grad passt. Das am nicht neues dat een Schwert ändert aus der alles geht mit der mittlerweile machen, weil sind immer gesot geht für de Freedom von der Leute. Und Trump sagt, oh, scheißegal, Freedom, ich will urlich. Sie sind einfach mehr ehrlich gehen. Ich frage mich, was geschieht in Venezuela, weil die Vizepräsidentin als Interimpräsidentin gehen. Ja. Aber gucken, was geschieht. Die stehen auch immer zu Maduro. Ja, aber das war ja diese Stängel. Die Engdo, die geflüchtet war, die den Nobelpreis gewonnen hat, oder die den Nobelpreis in Donald Trump gehen. Ja, also wunderbar. Und war ja auch für Venezuela, aber Opposition. Bis 8 Krischer gelesen. Hier kann man so, die 8 Krischer sehen. Hier kann doch nicht so. Ich weiß es. Ja, natürlich. Ich will nicht so. Ich bin so humble. Ich will nicht so. Das ist ein humble I don't have time now to talk about it, but, ja. Ja, dafür gucken wir, wie du weiter geschehen. Also, das ganz klar, hier so, mir okay Problem, solange Regime du hast, die man da ist, will normal schaffen. Ja. An andere wieder, entweder du musst, was du siehst, oder indirekt. Du warst auch fort. Ja, genau. So, das ist der Stil. An dem Moment, wir sind dann nicht genau, was lebt. Gesagt, sind ein bisschen Militia-Gruppen in NRW am Moment. Das ist ein bisschen andere. Du hörst die schlagen trotzdem nach immer pro Maduro oder pro Government Manifestationen. Du hast die Hänger oder die andere Seite, ich kein Expert um Venezuela, ich kann nicht so, also wahrscheinlich von Konditionen wirklich schlecht für die Leute. Da kann ich gerne geben. Ich bin noch kein großer Fan von Maduro selber. Ich habe einfach ein Problem mit illegalen Interventionen. Und so das immer und die Leute selber zu dezidieren, was sie wollen. Wie das Land soll regiert gehen. Das ist nicht für irgendeinen anderen zu intervenieren. Nee, du für mich gucken, also wahrscheinlich kreise da durch, was ja, ich meine die next weißt du, sie geben ja dann mega viel investieren an Venezuela und so weiter als am Öl ist. Das ist schon muss ich gucken, was die next Podation meint wird lo geschehen. Ja, das wird Zeit schon dauern. Nee, der wird aber ich meine, der wird bougieren aber du hannen. Aber das ist von Grönland, ne? Mal gucken, was da wird geschehen, ne? Also das lo ich werde nicht geht an amerikanisch haben. Weil sie hat Jolo für kurz noch war jo Präsident von Dänemark ja ich mein, Dänemark von Grönland ja bei GD Vance die geschwart anscheinend national an der Rubio das rausgemacht also war unkonstruktiv ja der für mich Bilder gesehen sie sind erst dem Büro fortgelaufen also sind direkt Firmagang beim Auto wen mal den Präsident von Grönland Dänemark ja Premier also egal seit eng Iwer Panz Digga sorry erst bist die Witsch hat erlebt sie raus ein Auto direkt gefilmt also wahrscheinlich schon dem Meeting nicht mega konstruktiv es schon lang ich meine nicht werden Tan von den USA fallen ja nee das ja wann so hast dann ja aber wie gesagt wann so hast dann hast du so weil wir können nicht machen das da war ein bisschen schwer das an nee mir war das ja Story to continue bleibt spannend mir gesehen aber im Moment Muskel gegen spielen Muskel gegen Spieler gelöst im Moment der hat Angst bis Amerika auch ich mein, da gibt bis ein kleiner Diktatur von nicht also klang nee weil ich will so dass bei Süden alle Gesetze all die Sachen wie wann du bis du guckst Beispiel als Supreme Court wann du guckst die Milch Mama die du sind sie pro Trump Mammeren der Tisch sind zu pro Republikaner ja pro Republikaner der Tisch sind zu 7 du findest sind da 5 oder 4 sind Republikaner oder ja von die Menschen gewählt also elected als Supreme Court gewählt genau an das Schlimmste lo als dat man der Fett weißt du wo die John Powell do ich meine geht auch sofort erklären wen das vielleicht für Leute die also hinaus eben der Chef von der Zentralbank an Amerika eben das hier an so das Regel dass Zentralbank muss independent sein
von der Ökonomie, weil sie muss natürlich gerieren, sie muss ja gucken, wie die Ökonomie geht. Ja. Und dann werden sich die Decisionen wählen, ob der Lizenz runtergeht, raufgeht und so weiter. Das heißt, muss independent sein, da kann kein intervenieren. Genau. Und da wird logisch, dass, und das ist was ich schuld fand, dass den Trump wählt, wie der nächste Chef geht. Also, dass immer ein Präsident dezidiert. Weil auch der komisch fand, ein bisschen mehr Punkt, dass der Präsident dezidiert. Am Lohn ist eben ein ugeklot, weil neue Gebäude gebaut wird von der Fed oder so etwas. Also, du findest ugeklot. Schon egal war das. Also, vor allem, wenn es Budgetüberziehung oder so Sachen ja, bon, das ist nicht mal. Und das Schlimmste ist, wenn Trump nur die nächste Monat oder Wochen werden dann neue Präsident wählen. Und du weißt ganz gut, was geschehen. Wenn Trump sagt, ich will, dass die Lizenz raufgeht, die Idioten werden nicht 3 Sekunden evaluieren, die werden machen. Voilà, das ist das Problem. Ich meine, man Paul hatten über die letzten Jahre immer ein Problem, weil den Trump wollte, vor allem, dass die Lizenz so aufgesagt wird, immer rum. Aus pur Grund, vor allem für Investitionen, mehr auch für hier, dass hier Schuld. Ja. Auch mit einem Zinssatz trägt, geht die viel Idee, was, dass man nach Schuld muss bezahlen. Und dann geht er so, da guckt mir Schuld so krass aufbricht. Der Paul hat das aber lang nicht gemacht, nicht immer festgehalten und schwanger Loreich récemment décidéiert, dass ökonomisch dann wie sie gut sind, ja, gut genug sehen, dass sie kann 0,25% mal Lizenz aufgehen. Da tut den Trump natürlich nicht gefallen. Und du musst ja wissen, dass der Paul von Trump selber genau, das ist Ironie ist. Angestellt ja. Das ist die Ironie von der Sache. Voilà, die Fehler werden nicht mehr machen, wird einfach ein Yes-Man holen. Das nicht, was du du siehst, ja, Gewaltentrennung an den USA, das wo von den Vierfadern décidiert gehen, dass eben okay soll so viel Pulver haben. Aber du gesagt mittlerweile sind Spielregeln so gedreht, dass auch der Supreme Court das mal lädt, aber what the fuck und die sind immer politischen Ausrichtungen. Du willst Gewaltenteilung machen, aber du setzt aber nicht mehr Leute dran, die komplett republikanisch oder komplett demokratisch. Das sind die zwei. Ja, das sind die zwei, ja. Das sind die zwei, das ist nicht für eine Seite mehr Probleme wie die anderen. Aber, sorry, sie sollen am Anfang nicht mehr Recht gucken, egal was für eine politische Ausrichtung, aber dann als eine Elektion oder die anderen nicht mehr ein höchst politisches Thema. Das heißt, du probierst aber nicht mehr ein Ding voll zu kriegen, dass die abgestockt ist. Und die bleiben ja bis sie sterben praktisch. Das ist und da gehen sie vorne und dann könnt ihr mir neu. Das ist auch straight um. Und dann hast du Lorem, der Präsident, den aber noch für die Zentralbank in einen hält. Der wird dann noch politisch gewählt. Also, das Land lebt einfach. Da muss ich schwören, dass mir, ja, dafür soll ich mal. Ich hoffe just, dass mir das Detail nicht so krass kennen. Also, vielleicht leider darum fett, dass sie einfach so ein Bipolar-System haben. Du hast entweder das republikanisch oder das demokratisch. Du hast kein schwarz oder weiß. Voilà. Vielleicht stimmt mir da noch ein bisschen mehr Chance, weil bei uns aber du viel mehr Großteile gibt zwischen was rechts und was links ist. Das ist so eine Polarisierung viel mehr schwer als an unserem politischen System. Ja, das ist wirklich keine gute Entwicklung, die es dann also hast, weil du hast gar keine Nuance mehr. Das ist entweder komplett ja oder komplett nee. Du gesagt bei allen Psyche, wo sie diskutieren. Ja, das ist nicht gesund. Das ist gar kein gesund Debatte mehr an dem Land. Nee, dafür ist das da ein bisschen schwer aus. Wie gesagt, mal gucken, was dann die nächsten Monate wird geschehen. Ja. Ich glaube just, dass demokratisch verloren allgemein auf der Welt viel mehr schwer wird, gehen aufrecht zu halten an Demokratien, wie sie am 20. Jahrhundert abgebaut sind. Ja. Fährten, dass die mittlerweile immer mehr Werte verschwanden an den Schwängen, dass viel mehr autoritär oder autokratisch Formen von Gouvernement werden abkommen. Aber schon, also, weil ich mir noch ein bisschen. Wir gehen ein bisschen zurück noch an. Es geht hauptsächlich eine starke Lieder, den Ted will. Und hat wir auch hier in einer Diskussion, was ich extrem spannend fand, die froh, was aus dem Menschen mir wichtig a Freiheit zu leben oder vielleicht Mann Freiheit mit dafür materiell Aufsicherung. Also was denkst man materiell Aufsicherung? Dafür, du wohnst halt zu Lützeburg, mit du hast nicht gerade alle Freiheit, die du willst. Zum Beispiel, du kannst nicht alles so, was du willst. Okay. Du kannst vielleicht nicht was viel mehr Restaurant, Dinge, Movemente. Mehr du hast den Lebensstil, wie du hast, genre materiell. Das heißt, du kannst kaufen, was du willst, du hast ein gutes Haus, gutes Material. Oder du bist zu Namibia, du kannst alles machen, was du willst, aber
voilà du hast eben de Stil wie von Namibia das heißt kein Auto ich gehe vielleicht krass also, Ja. so mal ein Auto mehr so mal du bist in einem Land das Thema ja Freiheit. du gehst da lieber in Namibia wohnen wie heute Ja. es schenken die meisten Menschen gehen so ich ging ob Freiheit an einem Sinn bis sie verzichte von der Stoff hier mir Stil de wie gefunden Ja, mit die Stil hast du auch nicht garantiert. Wieso nicht? Ja, doch also Material was du gesichert ja mir braucht wie nie Welt kann geschehen. so ist schwingen wann an einer Gesellschaft was wo schwer ist dass du den Familiewerb durchkriegst du frei aus am Wand da Ja. wie du kannst mal was will kannst du was du willst vielleicht also danach war mir war schon Stimmt gut auch. Schulen Ja, das stimmt aber auch. schön Haus ich sie sicher am engem Haus aber manst Ich mein, dann, ja. ich wähle vielleicht nicht mein Ja, Präsident al feier Joa Ich mein, das einfach egal den Alpha du hast die möchte für richtig geschaltet ja, alles alles voll sind mein Basic Needs sind aber couvriert Ja, Ja, nee, ich das glaube, war das ist recht. mehr wie Nee, Basic das Needs. war. Dann, Ja, das ist nicht evident das ist ein tricky vor dann, ja. Ja, aber da muss ich eben Big Picture gucken, ja, was für dich wichtig ist, auch noch die Existenz familial, dann all diese Eben. Sachen, das eben dann, ja, wir mal gucken, aber wie gesagt, mal gucken, was mit der NATO geschieht, was mit Grönland geschieht, was mit Venezuela geschieht. Aber auf jeden Fall, wo du nur von früher war, entertaining, und ich Voll meine, entertaining an es wird weiter entertaining bleiben ja, das Me, ja, bon. das, Leider kein flott Novelle so mal so Nee, weil also ich hätte Welt- auch gedacht, das Jahr geht besser aufhängen mir bon, das ist eben so man muss was machen ne? Also wie gesagt gefrot gi sowieso net Gefrot gehen wir sowieso mussssen an ech hoffen dass mir ha in Europa bis sie erwäschen me too mir bon. das mal wis mich serieux gehen an HUfänken de Kontinent der Europäische Union muss sowieso schon revolutionäre weil so weiter go wie im moment werdet wahrscheinlich schnitt am Nation hat me das mal lehren man einer Stimme zu schwätzen weil du hast aber auch BRICS-Länder die Robwerte kommen an irgendwann wenn wir es nicht kräftig umrappen dann wird mal an der Weltordnung noch weiter Trick fallen nach immer ophalen hun ich nach den Neoeffekt für dich Ah, ja den Effekt weil den musst du mir nach beantworten haut an das ist immer war das wir gehen an den Sport wir gehen an den Fußball van der Dolo net muss das also das kenne ich mega evidenten ich will von dir wissen geht dem World Cup okay Tisch Weltmeisterschaften pardon für Plötzlich zu halten Weltmeisterschaften alt Weltmeisterschaft die schon stattfand tun gibt enge Kipp Irland den gepackt wird Weltmeister zu gehen aber während der Weltmeisterginnners an all seine Matchen bis zum Titel hatten kein Unentschieden kein extra time kein Penaltien all Match aus gewonnen gehen straight okay wat Land vor dat Land an Joergang wann ja dann kannst du das schon nicht so also da kannst du vergessen okay mir Land kannst man vielleicht so ich gebe einfach so also statistisch gesehen gebe ich einfach Brasilien aber sind die mich gewonnen ich mehr Chance dass du das Pferd sprichst schon natürlich du gehst einfach statistisch schon mal auf vielleicht enke ja genauso war ein starke Kipp also Überleg mal wie kennt dat Kipp kennt die kreieren ich bin geguckt, wie all die Gewinner sind ich gucken ich kann das aus Ja, wenn ich wurde echt 1930 wurde Uruguay ja, das, ja. 34 Italien just für die Lono gucken so das im Kap nicht sto alle nach Italien Ja. du kom eng lang Paus wennst du Welt krich du 1950 Uruguay Okay. 54 Deutschland da könnt 60 nee 50 pardon Brasilien Pelé da könnt 62 Brasilien da könnt 66 England Wembley Tor Wembley oder den Ghost Goal Goal da könnt 7 Brasilien die Lachkeier vom Pelé da könnt 47 Deutschland 7 Argentinien
net der demolger Diktatur kriminell Tournoi bon. 82 Italien Spanien 3 kind Deutschland war de Match wo si immer 82 si immer 86 Argentinien Maradona Mano di Dios 90 Deutschland an Italien gegen Argentinien in 0 dann 94 an den USA Brasilien so direkt dat vor net weil der 12 Meter Scheiße gegen Brasilien der Tisch voilà. Gegen Italien pardon wo sie gewonnen hun dann Ardennonch über Frankreich 2002 Brasilien an Japan Südkorea 2006 Italien an Deutschland Spanien 2010 Deutschland 2014 2016 Frankreich an 22 Argentinien also ohne Gegel ohne nice. Also du kannst schon mal direkt 22 rausholen weil wir wissen dass Argentinien du ab Penalty gegen Frankreich gewonnen nee, das war das ein gut vor also wäre das mir einfach zu machen et ass geschieht wost du schon gelieft hast oh, das aber schon Techt ab 94 Europa bis 2022 was so Frankreich dat Jahr so die 19 ne ne ja nicht gleich war so nicht also gut froh in Deutschland Italien ne alle in Italien wo Penalty ja das war so ein bisschen England plus coup de boule England vor 66 so gelieft hast wieder nachher Spanien nee Spanien hat jo ich bin natürlich mal schon in der Schweiz und plus keine Sinn hat du da vergisst lo Brasilien ja 2002 ich hatte auch so Brasilien sogar ja am Anfang ist du Brasilien Mein ich wollte natürlich, das spannend machen nee das vor richtig schon Ja, statistisch aber gesehen ja. war trisch gewesen ich wollte das Jahr auch gehen dass du weißt 2002 2002 ein Tournoi den man nach Okay. geguckt hatte ja alle einfach straight gewonnen boom boom Krass. boom okay mir war deine Kips auch dem uns hatte ne wo Englisch an der Equipe okay interessant was gut na na weißt du doch ich sollte dann von bis die Halle für Wa man Mino und Weltmeisterschaft next also so am diesem Jahr komme me geliers an kom sinn just fir ze so sinn noch nach 3 andere Ekippen die Pferdesprocht und einfach all Match ze gewannen aber net mat no penalties time dat vor Uruguay 1930 Italien Ardennrech an Brasilien 1970 auch okay. Brasilien schon Pferdesprocht mir just enke ja wirklich richtig voll Gas voll durch. Ma ja interessant Gut. Ma ja das der machst fir de flotte Podcast Dir auch. so ganz schnell Man vun der Wochlo ja geht et fort da geht fort immer Psychie voren weiß mal wie geht aus dir da gut schon net geguckt geht Das geht. ja ich mein, Das ist nicht mega ja dann so viel geschneit die Lächt pod ich mir mal gucken also ich hoffe dass Loren besser geht mir bon egal verkan das erkannt definitiv schrimme Stropp an ja wie Okay. gesagt. Merci an dann bis next ja wir gesehen Ja. uns alle ciao, ciao. ciao